Ein neuer Freitag, also auch wieder Zeit für neue Sternmünzenjagd. Oh yes, willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. U. Bei den Candice-Minen, sprich einfach Welt Nummer 6. Candice-Minen Level 2 in der Höhle, das habe ich gar nicht mehr gesehen, egal. Hier will es noch die dritte Münze und die ist eigentlich nicht so schwierig, aber ihr seht schon, der Kugelfisch kann ein bisschen nervig sein. So, jetzt mal hier kurz Heilblumen mitnehmen, sehr schön. Bumm, der ist auch weg. Und hopp, Hilfe. Hätte auch ins Auge gehen können, wohl eher in die Füße. Also sprich sogar unter Umständen in den Arsch. Ich meine, die Stacheln sind ziemlich lang und ihr versteht schon. Wow. Genau, hier kommen wir nicht durch. Die dritte Münze ist an einem ganz gemeinen, fiesen und eigentlich total offensichtlichen Ort. Naja, also offensichtlich vielleicht für euch, aber ich bin ja kein so New Super Mario sowieso, der Bros-Spezialist und von daher hätte ich da wohl zuletzt nachgeschaut. Und zwar da links. Vielen Dank auch. Und zwar hier ist sie. Nein. Oh, Mann. Oh, Hilfe, muss runter. Runter. Der Kugelfisch, ey. Komm schon. Ja. Nein. Doch, ein Stern. Super. Bäm. Und tschüss und weg ist er. Da ist die Sternmünze, genau. Und wie kommen wir da hin? Und zwar hier rüber. Ja, denn hier ist ein versteckter. Komm schon. Ja, ein versteckter Block. Genau. Alter, bis du den mal gefunden hast, hey. Hopp und hopp. Und schon ist er da oben. Hehe. Ja, so schnell kann es dann doch noch gehen. Und höher, ein paar Münzen einsammeln. Kann sowieso nie schaden. Hui, und fall in die Tiefe. Und fall direkt in die Sternmünze. Wir haben alle drei komplett, Mann. Ist das geil. Ich freue mich. Jo, ja, das war's soweit. Wir verschwinden von hier. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Also geht's schon bald auf zum nächsten Level. Kommt hier noch was? Hoffen wir nicht? Nö. Hier kommt nichts mehr, außer ein One-Up für Mario. Genau, Mario Time, hehe. Alles klar. Zeit für Grollturm des Grauens. Einer der Türme hier, ups, hat gerade geruckelt. Einer der Türme hier bei New Super Mario Bros. U. Welt 6, so, das war knapp, das war sowas von klar. Und wupp, und zappla, wow. Ganz ruhig. Uns fehlt hier noch die dritte Münze. Wo warten die? Wo hat sie sich versteckt? An einem ziemlich gemeinen, fiesen, hinterhältigen und, naja, ich sag's mal so, eigentlich ein ähnlicher Ort wie der zuletzt. Der Mini-Pilz, der ist eigentlich nicht notwendig, glaube ich jetzt mal, mich zu erinnern. Na, fürs Ausweichen halt schon, aber sonst eher, wow, das ist aber knapp. Da hoch will ich, da hoch. Das ist nur die zweite Münze, kann das sein? Jep, da war die zweite Münze. Also für uns auch uninteressant. Raus hier, wo war denn jetzt die dritte Münze? Wo hat die sich versteckt? Die kleine Münze, die Münze, die ist hier oben und zwar, ja, knapp vor dem Zwischenboss. Man glaubt es kaum, hier wäre die zweite. Also sprich, vorhin war die erste und jetzt mal hier hoch und jetzt vorsichtig sein. Alter, wer braucht denn sowas? Crazy Stachel, Kuli, wie auch immer die Viecher eigentlich heißen. Leck mio. Hier geht es natürlich durch, das war eigentlich klar, ein bisschen offensichtlich. Ja, mittlerweile kenne ich doch schon einige Features bzw. Aspekte, BZW sogar. Eigenheiten der New, oder wohl eher der Super Mario Bros. Reihe. Ich denke mal nicht nur, dass bei New so sein dürfte, sondern allgemein bei der Bros. Reihe ist das wohl so. Okay, bis jetzt eigentlich noch ganz gut. Wir fliegen, ist einfach so leicht. Hui, wuhu. Ja, juhu, und, komm schon hoch, nee, er will nicht. Komm schon, Pilz, er will nicht, scheiße. Wow, Hilfe, ist auch knapp. Wow, Hilfe. Und ich bin schon der Erste. Nein, und da oben ist es, da oben. Warten, Mario, warten, ganz ruhig. Hopp. Doch nicht. Oh. Ah, stimmt, ich habe gerade das Level verwechselt. Entschuldigung, es war ja da. Da rechts müssen wir lang. Wow. Das war knapp. Hoppla, dachte gerade, wäre irgendwie oberhalb gewesen, aber war ja hier. Wow, Hilfe. Dann brauchen wir also einen Mini-Pilz doch, weil sonst kommen wir gar nicht in diesen Abschnitt hier. Und da seht ihr schon die dritte Sternmünze. Auch die haben wir somit eingesackt.
Und jetzt geht's halt raus hier auf dem schnellsten Wege. Wuhu, wuhu. Und das ist sogar ein Secret Exit. Juhu, juhu. Yep. Yeah, this way. Ach, der kleine Mini-Mario. Was der für eine piepsige Stimme hat. Und was jetzt? Jetzt haben wir die Gleise freigeschaltet zu einem echt asozialen Level. Aber erstmal vor noch Feisthörnchens Knubbel oder ist auch egal. Hier haben wir jetzt noch die zweite Münze und auch diese ist gut versteckt. Muss ich schon mal so zugeben, aber erstmal Münze normal Mario. Yes man, normal Mario Power. So, hier auswachen, kennt man, wenn es möglich ist. Es ist möglich. Zack, und dann müssen wir da hoch. Wow, ganz ruhig, meine jungen Pferden. Wow, Hilfe. Nein. Das war knapp. Hilfe. So, geht doch. Komm schon. Ja. Und Flughörnchen-Power, die ist essentiell wichtiger denn sonst. Also, es geht auch ohne, aber es wäre ein bisschen umständlich. Jetzt hier. Den P-Schalt aktivieren. Hier hoch, hier durch. Ein bisschen zackig, denn es ist auf Zeit. Und da haben wir sie, die dritte Münze. So leicht kann es gehen. Auf zum nächsten Level. Palette Piranha-Pflanze. Ja, ihr seht schon, hier habe ich mich lange versucht gehabt. Dabei ist es eigentlich grundsätzlich so simpel und dann doch wieder so verdammt schwierig. Aber erstmal hier einen Pilz einsammeln. Hallo, Pilz. Pilz. Ja. Geht doch. Die erste Münze liegt quasi auf dem Weg. Würde auch quasi Modo sagen, wenn das könnte und mal gezockt hätte. Wir brauchen den hier und müssen ihn runterschicken. Mario sagt ja runterschicken. Geht doch. Boom. Boom. Und jetzt guckt euch genau das mal an unter uns. Kommen wir zurück. Und haut ab. Tja, das ist auch schon das ganze Geheimnis, Freunde. Da unten ist die Münze. Dass man hier gar nicht, egal. Jetzt Münze einsammeln und hoffen, dass wir den Typen dann noch runterballern können. Geht doch. Und haben wir noch einen Pilz? Natürlich haben wir noch einen Pilz. Yes, man. Mario is back. Hui, juhu. Die zweite Münze. Die sind wir bereits vorbei. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Flugpower wieder mal. Die müsste hier sein. Bisschen tricky hier, aber mit einem guten Timing geht das. Das geht hier. Mario, wo fliegst du hin? Zweite Münze, die war doch... Mario? Was bleibst du da? Mario! Ich links, ich rechts. Mario, mach mal was. Er gehorcht mir nicht mehr. Mario, gehorcht mir nicht mehr. Es ist natürlich eine tolle Idee, da hochzugehen. Mario, ich würde es nicht tun. Mario, du bist doch falsch. Mario, du bist falsch. Das ist doch der falsche Weg, Mann. Nee, da geht's nicht hoch. Komm zurück, du Trottel. Hopp. Ach so, das Wonder wollte er. Mario wieder mal, ey. Das ist richtig pilzgeil. Mann, oh Mann. Gut, gehen wir jetzt weiter zurück. Mario, ja. Ganz flotti Krotti. Und hier war es. Hier müssen wir hoch. So einfach, wa? Und da oben ist sie, die Sternmünze. Jetzt mal kurz den P-Schalt aktivieren. Dann hoch und ein bisschen gleiten. Naja, geht nicht wirklich. Aber hier können wir gleiten. Juhu. Und Sternen farmen. Also Münzen farmen, was gerade nicht geklappt hat. Jetzt, hallo, wie geht's weiter? Na klar, das Ende der Welt. Da geht's runter. Tschüss. Oh Mann, oh Mann, also manchmal, ey, na egal. So, die Münze da unten, wie kriegen wir die? Es ist eigentlich ganz simpel. Wenn man sich nicht so bekloppt anstellen würde, wie ich es immer tue. Erstmal hier, hier eigentlich nichts. Was gibt es hier eigentlich Schönes im Block? Da war, glaube ich, sonst irgendwas. Ah ja, genau, da war eine Eisfrucht drin. Sag ich gleich. Ja, so viel dazu. Die Typen hier platt machen. Boom. Noch irgendwas einsammeln? Nö, kein Bock. Zack. Oh. Wow. Und nochmal eine Eichelfrucht. Der hat sich gelohnt, hey. Juhu, Flughörnchen. Power. Wir leben die hoch. Ja, er tanzt auch ein bisschen für uns. Ja, cool. Bam. 3, 4. Was hat denn da? Hallo, da war was. Ich komm nicht rein. Komm zurück. Hallo? Turtle, wo bist du? Ne, will nicht mehr. Ach ja, Arbeitsverweigerung. Ja, Bowser hat ja tolles Personal, muss man schon mal sagen. Egal, uns kann es egal sein.
Wir wollen zum Ende der Welt. Weil es halt hier nicht so gut gefällt, ist doch ganz simpel und logisch und bam, und es war cool, das war nice, ohne Scheiß, und jetzt hier noch durchfliegen. Et voilà, ein One-Up wieder mal für uns. Oh yeah, Mario Time! Yes man, Mario Time, juhu, wahoo. Kammerjagd im Drehwurmturm, ach du grüne Neune. Ja, hier kommt jetzt das, was vorhin angekündigt hatte, von wegen... Es sei nahe beim Zwischenboss. Und das stimmt leider auch. Das ist... Ja... Ihr seht sie gleich. Genau, das ist das Level hier. Mit Fette McFetts kleinen Brüdern. Oh Mann, oh Mann. Da fällt mir gerade ein. Fette McFett. Ich will nachher noch zu McDonalds. Okay, das war jetzt glaube ich schon ein bisschen... Was überhaupt? Nein, das kam von der Konzentration her. Wollte gerade sagen, war vielleicht schon ein bisschen Schleichwerbung. Wobei, ich habe nicht gesagt, dass es gut ist oder so. Ich habe noch gesagt, ich gehe da hin. Von daher... Also, ich gehe dahin, ist geplant. Also soweit. Das Wetter momentan ist auch ziemlich beschissen und wenn es dann da in Strömen regnet, habe ich nicht unbedingt Bock nach aus dem Haus zu gehen. Und vor allem, wenn der Typ dann noch ist. Fett weg, fett, kleiner Bruder! Ja, wir leben hoch! Elektropower for the win! Oh oh. Weg hier! Komm her, Kleiner! Ach, Pilzpower. Pilze. Komm her, Fetti. Dankeschön. Pilze. Yes, Mann, Pilze. Also, Pilze in Mehrzahl. Eigentlich ist nur einer. Geht doch. Wow. Tschüss. Was willst du? Das hier. Scheiße. Abspeichern. Verrücktes Level. Aber wir kriegen das schon hin. Die dritte. Oh, das ist eine Eisfrucht. Ja, Drehwurmturm ist ein passender Name. Hilfe, mir wird schwindelig. Hilfe. Nein. Ah, Pünken Mario wäre auch mal was gewesen. Oh Mann. Ich muss da hoch. Wow. Kranke Psychos hier. Da kommt schon einer. Und tschüss. Nein, ich will nicht. Doch, du willst. Du musst. Es ist sowieso vorbei. Oh, es war hier oben, genau, erinnere mich. Das war doch was mit den roten Münzen. Na, das war spaßig. 1, 2 und 3 schnell hier durch und aufpassen. Ah. Nicht die Füße verbrennen, bitte nicht. Und 8, Mann, geil. Und geschafft und jetzt Bams. Hopp da hoch und jetzt Mario, mach mal. Schnell da durch. Wow, das war knapp. So, jetzt nur die berechtigte Frage, wo ist die dritte Münze? Die ist hier oben. Also soll sie sein. Hier oben also. Mal gucken. Nee, ist nix. Hä? Ah. Okay. Ich sehe die Münze immer noch nicht. Hallo, ich sehe sie nicht. Was soll denn das werden? Ah, da. Da oben? Nee. Ja doch, da ist sie. Die dritte Münze. Alter, ist die fies versteckt. Junge, auf zum nächsten Level. The next Level. Knochenbahn im Dunkelbahn. Freunde, wenn es ein Level gibt bei New Super Mario Bros. U, das auch bisher für das mieseste, das assigste Level, asoziales Level ever halte, dann ist es das hier. Willkommen bei der Knochenbahn, wir wünschen eine erfolgreiche Fahrt. Ja. Oh Freunde, das Level hier ist sowas von beschieden. Ja, ihr seht's gleich. So, erst sind wir bereits angesammelt, wir müssen hier höllisch aufpassen, denn sie sind alle im Dunkeln verborgen, aber das klappt schon, weil der Knochentypi unter uns geht zwar gerne mal durch Säure hindurch, was wir gar nicht vertragen, aber er warnt uns ja auch immer, wenn irgendetwas gerade ansteht, wie zum Beispiel jetzt auch hier. Genau, er hat uns gewarnt, weil die Blöcke gleich wieder verschwinden. Das war mal Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2 ist, wir haben hier überall Sterne versteckt. Diese Sterne müsst ihr unbedingt sammeln. Zwar nicht jeder unbedingt, aber naja, ihr seht es gleich. Jetzt sind wir hier durch, wir brauchen die zweite Münze. Wo ist sie? Die kommt gleich. Da ist sie. Hey, die zweite haben wir auch. Na, wunderprächtig. Hey. Ja. Himmel, da stand noch zu werden. Ja, es kommt noch schlimmer. Und noch verrückter. Oh oh. Wow! Nein!
Was zum... Scheiß, die waren voll. Ja, sind wir hier. Toll. Da ist nichts drin im Block. Was soll das? Dritte Münze? Wo ist sie? Dritte Münze, wo bist du? Sind wir hier. Hier ist auch nichts drin. Tja, dritte Münze? Wo könnte es wohl sein? Wo ist sie? Da ist noch so eine Knochenbahn. Was soll das? Da unten sind so, nein, ich meine Zwiebeln. Wie ist denn die schon wieder? Da gab es auch mal ein Spiel davon. Ja, wo man halt so mit dem, ja, Maul auffäßt, da mit diesen Viechen da rumlatschen musste. Also rumlatschen, halt steuern musste. Und gewisse, da unten ist die Münze! Gewisse Gegenstände einzusammeln und sich dabei nicht von den anderen Viechern treffen zu lassen. Verdammt, wie ist das Spiel schon wieder? Ich weiß gar nicht mehr. War ein alter Klassiker. Oh, hier ist die Münze, wie komme ich da durch? Das geht doch gar nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Doch, geht schon. Mit dem Sternpower. Damit wird es gehen, aber wo habe ich hier Sternpower? Ah, die Sternpower, Freunde, die kriegen wir schon, aber es ist ziemlich mies. Oh yeah, Mario time. Und dafür habe ich sehr viele Versuche gebraucht, bis ich es endlich mal geschafft habe, sogar das Spiel neu gestartet. Damit ich nicht allzu viele Leben verliere. Okay, es geht folgendermaßen. Wir haben bereits 2 Sterne gesammelt, das ist schön, also 2 Sternmünzen. Die erste ist direkt hier, genau. Die war bereits hier, die zweite wissen wir auch bereits. Die dritte Münze, die kriegen wir, indem wir vorher möglichst alle Sternpower einsammeln. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, kurz hier durchfahren. Wow, ausweichen, schön. Die Passage hier ist eher uninteressant. Und natürlich auf unser Konto ist sowieso alles wichtig. One up, erneut und jetzt weg hier. Und weg sind sie. So, da ist wieder so ein Stern drin. Den kann man einsammeln, ist aber nicht nötig. Weil bringt einem sowieso nichts. Oh, die beziehungsweise die Sternpower schützt uns nicht vor diesem Giftsumpf. Leider Gottes nicht. So. Da war gerade die zweite Münze. Jetzt geht's weiter. Ausweichen erstmal. Ausweichen. Und jetzt hier oben. Die Sternpower, die brauchen wir unbedingt. Sammelt die ein, Freunde. Und jetzt müsst ihr schnell sein. Denn solange die Sternpower anhält, müsst ihr da ans Ende der Welt gelangen. Hier, und den Block aktivieren. Wow, das war aber knapp, hey. Denn nur so bekommt ihr neue Sternpower, mit der kann jetzt hier durch die Röhren durch und könnt auch diese Power hier aktivieren. Schön fies, oder ihr bekommt neue Sternpower nur dann, wenn ihr noch aktuelle Sternpower habt. Also ist schon ziemlich mies. Und das Timing hier, oder das Tempo, das man vorlegen muss, ist nicht von schlechten Eltern. Oh nein, habe ich was verpasst. Mist. Ja, ist mir scheißegal, ich habe so viele Versuche gebraucht. Weg hier. Damit ist auch dieses Level hier komplett. Ja, Mario Time. Und weiter geht's. Mit Schiebewandhöhle. Ihr seht, ich habe hier so viele Versuche gebraucht. Wieso bloß? Wegen der letzten Münze, die... Vielleicht erinnert ihr euch noch. Das war die Münze, bei der man... Naja, ich sag's mal so. Bei der man eigentlich fliegen können müsste. Aber wir haben hier keine Flugkontrollpower. Also, was macht denn der Michael? Ganz einfach, er weicht allen Dingen aus und versucht die Koopas hier zu sammeln. So, erstmal Fledermäuse ausweichen. Dann hier oben, Geheimgang hindurch und ein bisschen Ja, das war toll. Mario. Und ein bisschen Münzen farmen. Yeah, Mann, nice one up. Geil, Mann. Das ist auch noch Sternmünz gewesen. Ist egal. Wir brauchen, wie gesagt, gut, das war gut so. Für den Fall der Fälle nicht wahr. Denn wir brauchen die roten Koopas. Aber erstmal, das war auch toll. Komm her. Upp, gut. Erstmal die ganzen Hindernisse ausschalten und dann den Koopa mitnehmen und jetzt rein, was das Zeug hält. Denn die Viecher kommen ja wieder. Was spricht der Koopa befreit sich wieder irgendwann. Scheiße, was jetzt? Was jetzt? Da unten ist sie. Werfen. Yes, Mann. Ausweichen. Zurück. Wow. Und durch die Röhre hindurch. Alter, bis das Timing immer stimmt, hey. Das ist der hellste Wahnsinn.
echt unglaublich. Vor allem halt, weil die Cooper sich immer wieder befreien. Das ist... Ja, auf Zeit spielen geht ja nicht. Ihr müsst ja alles echt strukturiert planen und dann zum richtigen Zeitpunkt springen und werfen und halt... Ja, das war gerade auch fehl. Aber halt auch das Level beenden. Mario Time. Oh Mann, hey. Tja, der Hintereingang. Endlich kommen wir hier rein. Royce gefahren, Fließbandfestung, der Hintereingang. Und nur so bekommt ihr die 3. Sternmünze. Oh, ziemlich heiß hier. Nein, ich kriege keine Luft mehr. Es ist so heiß. Ich muss da durch. Wir müssen da durch, Mann. Ja. Geil, Mann. So. Jetzt hier durch, dann hier drauf drücken, dann kommen die ganzen Blöcke runter. Das ist notwendig. Jetzt ein bisschen beilen. Denn da ist sie, die 3. Sternmünze. Damit sind wir durch, aber wir müssen vorher noch den Boss hier besiegen, den coolsten aller Coopers. Also sprich aller Coopers Söhne vom Bowser, Couplinge oder wie heißen die schon wieder? Ich weiß nicht mehr, ist auch egal. Auf alle Fälle einen seiner Kinder müssen wir noch platt machen. Damit wir auch das Recht haben, die Sternmünze zu behalten. Alles klar. Royal Cooper. Roy of Cooper. Ja. Yeah. Der Kanonenfreak. Der Freak, der bei Cranky Kong in der Lehre war. Mir egal. Quatsch, Cranky Kong. Quatsch, war ja der alte. Funky Kong war's ja. Genau, der Funky Master. Aber jetzt hier, kommen wir. Ist er ja? Na, warte. Friss das. Kein Bock, Mann. Komm hoch. Komm hoch. Oh, scheiße. Bam. Das war der erste Streich und die restlichen 2 folgen sogleich. Wow. Und einmal, zweimal, oh nein, 3. Mal. Du bist einfach nur zu krank, Alter. Oh nein, 4. Mal? 5 Mal? Hallo? Mir geht's gut, Mann. Jetzt nicht mehr. Das war fies, Mann. Ah, du hast ein lila Panzer. Ich rede zuerst, also fällt mir zumindest jetzt auf. Lila Panzer. Ist nicht zwar nicht gerade so meine Lieblingsfarbe, aber... Wer mag nicht die Farbe lila? Vor allem halt Milka Schokolade, da war ja auch lila. Ist egal, wir haben es geschafft und somit haben wir alle Sternmünzen von Welt Nummer 6 und damit neigt das Let's Play nun endlich dem Ende zu. Es fehlen nur noch 2 Welten. Juhu! Alle Sternmünzen in der Canis Minen, seht ihr, Welt Nummer 6 abgeschlossen.